Gut, Joseph. Der Mr. Science der präpariert hier am Diedlinger Klotterpark ein ganz gewotent Experiment. Er will mit einem Velo über den Stohle See fahren. Joseph, was willst du darum noch da beweisen? Ja, mein Experiment will ich gucken, wie präzise dass ich kann richtig ausführen und ob ich kann sogar so richtig ausführen, dass ich auf einem See fahren kann. Also richtig ausführen, das ist manchmal nicht so kompliziert, wie über den See. Boah, ich kann dir schon sagen, dass bei meinen Tester schon lang richtig ausführen im Boden mega kompliziert war. Du willst also richtig über das Lin fahren? Genau, und du guckst, ob ich genau drauf bleibe. Ich meine, so kriege ich das nicht hin. Ich muss mein Guidon fixieren. Naja, ob das halt klappen soll. Der Velo steht genau auf der Linie. Der Guidon ist fixiert, den kann ich nicht mehr aufpacken. Ich schon nach unten, da kann man nicht passieren, da kann das Glas gehen. Oh. Ah, Joseph, pass auf! Das geht gar nicht. Ich habe so oft probiert, es kann ich nicht auf einem Velo fahren, wo den Guidon blockiert ist. Erstaunlich, mir für was geht das nicht? Ja, das liegt daran, dass der Schwerpunkt beim Velo relativ hoch ist. Das ist wie bei diesem Biesem hier. Wenn ich den will balancieren, dann muss ich permanent links und rechts korrigieren. Und das ist auch so ähnlich beim Velo. Ja, dafür renkeln wir permanent mit dem Velo, um uns zu equilibrieren. Aber das Faszinante am Velo ist noch, dass von der Geometrie hier so abgebaut ist, dass man sich selber am Equilibrium hält. Aufgepasst! Ah tja, der Velo fährt von ganz lang. Ja, zwar nicht riecht, aber er bleibt aber stehen. Und das hat mit dem Nolauf vom Velo zu tun. Wenn ich nur das Vieh dreht, ein bisschen verlängern, drückt er den Punkt auf den Boden, den hier ist, aber das Rad selber drückt ein bisschen mehr spät auf den Boden. Das ist ähnlich bei diesen Rädern hier. Und dadurch stellen die Räder automatisch an die richtige Richtung. Wenn der Velo Licht nach rechts kippt, dann kippt auch der Guidon nach rechts. Und durch den Schwung, den der Velo hat, stellt er sich automatisch vom Richt. Mit zu dem Experiment mit dem See, klappt das da, wenn du nicht richtig ausfahren kannst mit dem Velo? Auf einem Stohle See richtig ausführen mit einem normalen Velo, das packt sogar der besten Akrobat nicht, weil er keine Möglichkeit hat, für auszubalancieren. Mit einem Trick, und mit Olivier seiner Hilfe, müsste das aber klappen. Ja, sind wir zwar nicht so sicher mit der Konstruktion, Herr Joseph, aber wir sind ja gesichert, da kann ja nichts geschehen. Okay, aber durch das Olivier so sitzt, ist der Schwerpunkt vom ganzen System in das Ziel verlagert gehen. Und dadurch brauche ich nicht mit zu renkeln, um zu balancieren. Und dann müsste das normalerweise klappen. Hey. Wow, das klappt ja aber wirklich. Das ist ja mega. Genial, das klappt, das gibt bleib stehen. Ich meine, das hat noch so einen guten Abschluss für die PISA-Saison 2016-2017. PISA.rtl.lu, das sind Reportagen natürlich online. Lo ist Sommer, Joseph. Ja? Wir waren schon Römer, wir waren schon Ritter, wir haben schon am Busch geschlafen. Was soll man im Sommer machen? Kajak war auch schon. Ja, aber hat sie Gemengewellen. Vielleicht machen wir doch mal etwas. Ja, vielleicht auch mal Gemeng. An einer Stunde, nee, das ist ein bisschen knapp. Oder was muss man für Bojamestadt zu gehen? Mal gucken. Ja, das schon etwas auffallen. Schöne Sommer und bis am September. Dann gebe ich jetzt direkt 100. Ich kann nicht mehr fliegen.